Ja, solang's die Veilchen blühen, dürfen wir zwei uns lieben. Drum kehr ich so weit herüber Schneid. Ja, zum Jodeln sind wir eigentlich gekommen durch die Räti und durch die Mama. Haben wir eigentlich früh angefangen. Zuerst hat man ihnen ein bisschen zugelassen und nachher haben wir selber ein bisschen probiert. Und so sind wir eigentlich zu unserem Gesang gekommen. Ich bin dann irgendwann einmal dazugekommen, weil sie einfach keine tiefe Stimme hatten. Dass sie halt alle zusammen nur in der oberen Stimme singen. Dann haben sie gedacht, sie brauchen auch mal noch einen anderen. Und so habe ich mich dann mal dazu entschlossen, um da mitzumachen. Es ist nicht immer einfach, aber es geht schon. Ja, jetzt im Moment gerade eigentlich nicht, nein, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwann einmal ist es dann vielleicht so, dass man nicht mehr so viel singt. Ja, aber also wirklich komplett einfach so ohne Singen, ich glaube, das haben wir nie gehabt, von Anfang an nicht und wird, glaube auch bis ganz zum Schluss so bleiben, dass es nie einfach so aufhören wird. Vielleicht einmal weniger, das schon, aber ohne nicht, nein. Ja, das Ziel wäre es eigentlich, dass wir einmal in der Woche proben. Nur ist es so, dass wir alle voll der Arbeit beschäftigt sind und Familie daheim haben und darum bringen wir es nicht jede Woche her. Also, wir haben es jetzt so, dass wir einmal im Monat in der Regel zusammenkommen. Ja. Die Singprobe, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil vom Leben eigentlich. Es gibt einem sehr viel, es ist so ein bisschen eine Ablösung vom Alltag, so ein bisschen der Abend ausklingen und miteinander dürfen singen, das ist eine wunderschöne Sache. Ja. Ja, es ist so, wie wenn du jetzt probierst, auf der Straße eigentlich einen Spagat zu machen. Meistens klingt es ein bisschen tiefer, aber meistens nicht. Also es ist schon, du musst ein bisschen Ordnung schaffen. Das heisst, du musst ein bisschen schauen, dass alles halt gleich viel Zeit kriegt. Am meisten halt die Familie, oder es sollte eigentlich sein, die Familie, klingt aber nicht immer. Ist halt Musik wieder ein Projekt, dann investiert man dort mehr Zeit. Einmal ist es die Familie, einmal ist es im Beruf. Ja, ist schwierig, sehr schwierig. Ich finde speziell an dieser Kombination vom Quartett ist, man muss erstens auf einen Auf 4 schauen. Zweitens, wenn es einem nicht geht, dann wird der Auftritt abgesagt. Man ist nur zu viert auch unterwegs. Man kennt einander, man hat lustige Erlebnisse. Also, ja, ich kann auch gerne einen grossen Chor singen. Das muss ich vielleicht auch sagen. Das würde ich auch gerne machen. Ich habe das lange und das tue ich wahrscheinlich wieder einmal, weil auch das hat einen gewissen Reiz. Aber so zu vierte, das ist halt schon, ich sage jetzt einmal, wie die Jungen sagen, geil. Ja, ich habe das Gefühl, also die uns live sehen mit Singen, es ist nur schon das, also das Gesamte harmoniert. Vielleicht das Erscheinungsbild, dass man nicht einfach nur so, ich sage jetzt mal, da steht und sich nicht bewegt. Man schaut sich ein bisschen an, man bewegt sich ein bisschen und das ist das, was den Leuten vielleicht ein bisschen sympathisch ist. Ja. Das Ziel von uns ist, sich so geben, wie man ist. Und das tun wir. Wir verstellen uns gar nicht. Und das ist anscheinend so, dass das bei den Leuten ankommt. Ja. Sehr positive Reaktionen sind gekommen auf das Göllenorchig von überall. Es ist im Radio überall gespielt, man ist angesprochen darauf, ja, wie das mit dem Typ war und so, zum Zusammenarbeiten und Singen. Und also durchwegs positiv, ja. Ja, ich glaube schon, wir sind eigentlich da einer Meinung gewesen. Für uns ist das Projekt an und für sich so unkompliziert, es war schon das erste und das ist eigentlich das, was uns am meisten liegt. Einfach so hergehen, miteinander eine schöne Zeit haben, eins singen und dann so etwas auf die Scheibe bringen, ist etwas Grossartiges. Und darum haben wir auch das Gefühl gehabt, bei der zweiten Anfrage, hey, das machen wir auf alle Fälle wieder mit, weil das wollen wir wieder erleben, das hat für uns gestimmt so. Und ja, jetzt hoffen wir, es passt ja auch das wieder.
Wir haben uns auf die zweite Urchung vorbereitet. Natürlich sehr professionell als erstes. Ne? Wir haben einmal eine Demo-CD angefordert, dass wir die alle hören können und dass wir jede Stimme dort drauf haben. Dann haben wir die gelost, alle wie wir halt sind, haben die jeden Tag 2 Stunden gelost und ja, so, darum können wir das heute bereits. Ne? Nein, es ist überhaupt nicht so. Wir haben uns, ich sage jetzt einmal, schlecht vorbereitet oder gar nicht vorbereitet, weil wir das letzte Mal das Gefühl hatten, als wir dort hergekommen sind, die aufnehmen. Jetzt haben wir hier eine Demo gehabt, oder einmal mindestens ein Papier, das wir dann geübt haben. Und dann ist der Göller gekommen und hat gesagt, das ist nichts, das machen wir alle singend einfach einmal. Also haben wir eigentlich da gesagt, da machen wir gar nichts mehr, es kommt anders, als es ist. Wenn wir einmal so Auftritt haben, dann sehen wir andere Chörli, die gehen da einsingen und machen. Und wir hocken lieber noch ein bisschen zusammen, trinken vielleicht noch ein Schlückchen Wein. Und nachher geht es so 15 Minuten vor dem Auftritt, da hat man das Gefühl, man müsse jetzt auch noch ein Räumchen haben, wo man ein bisschen einüben kann. Meistens wird dann aber Kalberie gemacht und irgendwann ist dann die Stunde der Wahrheit und man geht auf die Bühne. Und dann singen wir halt so, wie wir uns das gewöhnt sind. Halt einfach so aus freiem Bauch heraus. Verbrennt die Welt nicht, dass meine Wunden noch einmal heilen. Verbrennen wir immer wieder gern an dir. Tradition. Ja, hin wie her. Für uns ist Tradition schon schön, wenn man überhaupt nur singt. Das ist schon mal wichtig, was man singt und wie man singt. Schön ist, wenn man die Zeit zusammen geniessen kann. Das ist wichtig. Ich glaube, Hoffnung ist noch ein bisschen ein schwieriges Wort. Hoffnung in dem Sinn, glaube ich, haben wir keine. Wir gehen sie dran, so wenn wir es im ersten Album auch gemacht haben Freude daran und der Rest ergibt sich dann so, wie es dann kommt. Ja. Ich glaube, das entsteht aus der Freude, aus, die man reinsteckt in das ganze Projekt, jetzt auch ins zweite. Immer wieder gern